Amok, Orangeli, Klauzi auch. Das Kränli und Rita, die arbeiten genau. Der Bob und sein Team haben zusammen viel Spass. Sie bauen und flicken, sind Spitzenklasse. Ob der Bau macht, können wir's flicken. Ob der Bau macht, sicher klar. Die Lisette, der Pipsi, der Kevin, der Lumpen, arbeiten alle zusammen und manchmal stehen's Gumpen. Ob der Bau macht, können wir's flicken. Ob der Bau macht, sicher klar. Los, Schuba, du und das Krähnli kommen mit mir zum Herrn Bauer. Wir fahren ins Museum mucken. Ich sollte endlich mit diesen Schaukästen anfangen. Gut. Die müssen nämlich zur Eröffnung vom neuen Ausstellungsraum fertig sein. Oh, Daria Mikorita, bitte. Ich war gar noch nie im Museum. Das ist kein Problem. Hey, cool. Danke, Rita. Können wir's flicken? Sicher klar. Ich weiss, du recht. Siehst du, Bob, es hat so viel geregnet bei uns. Meine Felder sind ein Sumpf, da wächst nichts mehr drauf. Kein Problem, Herr Bauer. Wir legen die Röhre, dann kann das Wasser unterirdisch abfließen. Also, dann fangen wir an. Wow. Was ist denn da, Herr Regli? Oh, das sind verschiedene Sachen. Sie erzählen uns etwas über die Geschichte von unserer Stadt und wie es früher einmal war. Siehst du das? Da ist ein alter Topf. Es ist ein alter Topf. Sehr ein alter Topf. Aus der Bronzezeit. Er ist mehr als 4000 Jahre alt. Das bedeutet, in unserem Städtchen hat es schon Menschen seit vielen... So, mega lang. Oh, cool. Cool, ja, das ist es. Warte mal, Schuba. Da unten hat's etwas. Was ist es, Bob? Es sieht aus wie ein rechter Riesenknochen. Ha! Der ist viel zu gross für einen Kuhknochen. Es ist vermutlich wahrscheinlich ein Dinosaurierknochen. Oh, ein Dinosaurier. Hab keine Angst, Krändli. Dinosaurier haben vor vielen Millionen Jahren gelebt. Die sind schon lange ausgestorben. Gibt's ein Problem, Bob? Ich glaube, wir brauchen dringend einen Experten. Ich rufe mal im Museum an. Was hast du gefunden? Der Bob ist am Telefon, Herr Regli. Er sagt, er hätte einen Dinosaurierknochen gefunden. Ja, Reden Sie doch selber mit ihm. Ja. Stimmt das, Bob? Ein Dinosaurierknochen? Oh, wunderbar. Ich komme gerade vorbei. Oh, wo genau sind Sie? Oh, wunderbar. Das ist wunderbar. Von so einem Fund träume ich schon, seit ich ein kleiner Bub war. Das ist, glaube ich, ein Wirbel. Nochmal einen. Und das ist ein... Oh, wissen Sie, was Sie da gefunden haben? Ein Stegosaurus. Das ist kaum zum Glauben, Herr Regli. Ich habe gemeint, der Bob hat doch gesagt, das sei ein Dinosaurier. Ein Stegosaurus ist eine Dinosaurierart. Also, habe ich gemeint. Danke, Bob. Das sind, glaube ich, alle. Und wissen Sie was? Ich glaube, wir haben vermutlich ein ganzes Skelett gefunden. Ist das etwas Gutes? Oh, gut. Gut. Das ist wunderbar. Ein komplettes Skelett ist sehr selten. Also, ich gehe jetzt zurück ins Museum einen Knochentransport organisieren. Ich mache das für Sie, Herr Regli. Oh, danke vielmals, Schuba. Aber die Knochen sind sehr empfindlich. Sie könnten vermutlich kaputt gehen unterwegs. Ich organisiere einen Spezialtransport. Aber ich brauche jemanden zum Aufpassen, solange wir weg sind. Das mache ich, Herr Regli. Gute Idee, Schuba. Und ich hole rasch daheim einen Abdeckplachen als Schutz. Los geht's, Krändli. So, ein Knochenschutz vor dem Wetter. Und ich passe auf, dass niemand etwas klaut. Komm, Krändli, wir fahren beim Museum vorbei. Vielleicht können wir etwas helfen. Hoi, Schuba. Oh, du bist es. Ja, was machst du da? Ich bewache ganz seltene Knochen.
Ich habe sie gefunden, weißt du? Oh, darf ich schauen, bitte? Entschuldigung, Lumpe, das sind Dinosaurierknochen. Im Moment dürft ihr gar niemand anschauen. Auch nicht der liebe Lumpe? Nein. Oh. Du, darfst die Knochen anschauen, die ich gefunden habe? Musst mir aber dafür auch deine zeigen. Wo? Ich mache dort hin. Sie sind im Fall viel grösser als deine. Wirklich? Ja. Oh, und die darf im Fall auch niemand sehen. Also, der Herr Egli hat sicher nichts dagegen, wenn ich ganz geschwind auf Knochen schaue. Hey, also dann. Wow! Lumpe, hast du mir einen Mist erzählt? Ich habe keine Knochen gefunden. Lumpe? Wo bist du? Sali Schuba, ich komme Knochen holen. Es sind noch alle da, Herr Egli. Wunderschön. Sie sind wunderschön. Oh nein. Und ich bin so sicher gewesen, dass wir ein ganzes Skelett gefunden haben. Dann halt. Ich ergänze die fehlen, mit Plastikknochen. Oh, das ist doch nicht so schlimm, Herr Egli. Genau, ich find's trotzdem mega cool. Schon, aber ein vollständiger Stegosaurus hat unser kleines Museum weit sehr berühmt gemacht. Vielleicht haben wir ja in der Erde ein paar Knochen übersehen. Ich kann noch mal zurück schauen. Armer Herr Egli. Er war so enttäuscht. Bob, könnten nicht am Lumpen seine Knochen die sein, die wir suchen? Was? Weisst, der Lumpen hat mir gesagt, er hätte noch viel grössere Knochen im Achen nebendran gefunden. Aber als ich bin schauen, habe ich nichts gesehen. Schuba, du hast aber unsere Knochen nicht jemanden allein gelassen? Nur einen kurzen Moment. Weisst, der Lumpen... Der Lumpen... Oh nein! Der Lumpen! Der Lumpen? Der Lumpen! Meine Damen, meine Herren, kommen Sie zu mir. Sie sehen die gefürchtigsten Dinosaurier, die es je gegeben hat. Was ist das, Lumpe? Das ist ein Lumpegosaurus. Das sind doch nur ein paar alte Knochen. Wo hast du die gefunden? Er hat sie unter einer Abdeckplache weggeklaut. Oder, Lumpen? Das könnte schon sein. Also, die sind nicht die Lumpen. Die gehören dem Museum. Und wir bringen sie jetzt subito im Herr Egli. Oh, Entschuldigung, Bob. Ich habe nur ein kurzes Moment auf Sie aufgepasst. Ehrlich. Fertig. Seht ihr nicht wunderschön aus? Er ist einfach cool. Wer hätte gedacht, dass es da bei uns einmal Dinosaurier gehabt hat? Oh, zum Glück sind sie ausgestorben. Mit dem hätte ich kein Wettrennen machen. Also, Bob, Rita, ich danke euch allen für die grosse Hilfe. Unser Museum wird weit bekannt werden. Ohne Sie und Ihr Team wäre das nicht so. Ich habe ein kleines Geschenk für den Schuba, weil er Knochen wieder gefunden hat. Danke, Herr Egli. Was hat's drin? Das seht ihr dann. Der Herr Egli hat ein Geschenk für dich, Schuba. Eine Belohnung für deine Arbeit heute. Wow! Ein kleiner Stegosaurus. Oh. Ups. Oh je. Entschuldigung, Lisette. Arme Lisette, wenn sie schon am Plastikdino so verschrickt. Wie wär's denn, wenn sie einen richtigen würde sehen? Zum Beispiel ein Oranglisaurus. Ui! Oder ein Schuba-Raptor. Wow! Ui, passet auf, da kommt ein Walzi-Anodon. Und ich bin der gefürchtige Mokosaurus Rex.